Dann können Sie was erleben. Oder auch schon vorher bei der Planung. Oder die Zöllner beim Grenzübertritt. Es ist so einer dieser typischen Sonntagmorgen im Herbst. Der Böige Nordost klatscht nasse Blätter gegen die Schlafzimmerscheibe. 6:32 Uhr. Die Frau ist bereits im Wohnzimmer und arbeitet. Entweder yogisch, asanasisch, also daran, einen Besen 9 Minuten am ausgestreckten Arm zu halten, oder klassisch hausfraulich, den Raum in 9 Minuten auszufegen. Beides hilft dir in Stresssituationen. Ich bin zwar müde, kann aber nicht mehr einschlafen. Taste nach der Fernbedienung für den Fernseher, um mich durch die Unzahl von Kinderruhigstellungssendungen zu seppen, als die jüngste Tochter mit ganz kleinen Äuglein zur Tür reinschaut. Schnell schalte ich den Fernseher wieder aus. Muss ein Vorbild sein. Werde nie erfahren, ob SpongeBob verhindern konnte, dass diese Plankton das Rezept für die Krabbenburger stiehlt. Du sollst doch mal ausschlafen. Sinnlose Anmerkung. Nö. Komm, geh wieder ins Bett. Lächerlicher Versuch. Nö. Dann komm her. Leg dich in Mamas Bett. Schon besser. Sie schlüpft unter die noch warme Decke meiner Frau. Vielleicht doch noch ein Stündchen schlafen. Ich dämmere langsam weg. Der Novemberregen sinkt mich in den Schlaf. Papa, Kissenschlaf. Ich grunze unwillig. Papa, ich sehe was du nicht siehst. Einen müden Vater? Papa, ich packe meinen Koffer. Oh ja, verreisen aus dem deprimierenden Herbst in die Sonne. Ich gebe auf. Meine Tochter fängt an, das Reisegepäck zu wählen. In meinen Koffer packe ich, Aller Anfang ist schwer, ich nicke bereits wieder ein. ein Regenschirm. Es geht also doch nicht in den Süden, höchstens in den Südharz. Ich nehme ein Buch mit, etwas für Regentage kann da nicht schaden. Sie legt ein Sparschwein. dazu. Das Kind denkt mit, so ein Urlaub ist teuer, selbst im Landkreis Mansfeld-Südharz. Von mir kommt ein Sparschwäler. Man weiß nie, wofür der mal gut sein kann. Außerdem müssen wir sowieso sparen, und wenn es beim Schälen ist. Die Tochter reagiert prima mit einer Kartoffel. Ich kontere mit dem Schnellkochtopf. Sie erkennt die Gefahr, dass die Reise eher ein Umzug wird und schwenkt um zur Sonnenbrille. gut wärmer, doch etwas bieder. Ich bringe Leben in die Bude. Flitzkacke. Sie gluckst vor Vergnügen. Echt? Fäkalien sind immer gut, Ich kacke. lautet ihre Antwort. Langsam wird es doch ein wenig eklig. Mit einer Decke verstecke ich den Inhalt des Koffers. Sie verharrt jedoch beim Thema. Schweinekacke. Ich versuche es nochmal mit einer Mohrrübe, doch sie bleibt sich treu. Hühnerkacke. Ich möchte noch einen draufsetzen. In meinen Koffer packe ich ein Regenschirm, ein Buch. Bei den unterschiedlichen Exkrementen komme ich nun ein wenig durcheinander, doch meine Tochter hilft mir großzügig. Hühnerkacke und ein Popel. Entsetzt schaut mich meine Jüngste an. Du bist widerlich, Papa. Stimmt. Ich gehe jetzt zu Mama. Und schlau. Ich drehe mich um und schlafe noch ein Viertelstündchen und träume von einem Zöllner, der in unserem Koffer nach Schmuggelgut sucht. Der kann was erleben. Meine Schwiegermutter hat mir kürzlich erzählt, dass sie